Hallo und herzlich willkommen beim Mixbodyshop. Ich bin wieder euer Mick Weigel. Heute mit der Frage von J19111. Die lautet: Was hältst du von Rindfleischprotein, höhere Wertigkeit als Whey oder nur Marketing? Fragezeichen. Also, höhere Wertigkeit als Whey gibt es nicht. Es gibt nur, also als einzelne Quelle gibt es nur das Whey-Protein, das die Wertigkeit 104 besitzt. Andere Berechnungsformen, wie zum Beispiel Chemical Score oder Biological Value, BV oder CS, die sind nicht mit der biologischen Wertigkeit vergleichbar. Nahrungsmittelergänzungshersteller oder Nahrungsergänzungsmittelhersteller, so muss ich sagen, verwenden diese Chemical Score und diesen Biological Value ganz gerne, um bestimmte Kombinationen ihrer Eiweiße besser aussehen zu lassen, in der Hoffnung, dass Kunden nicht verstehen, dass die biologische Wertigkeit, dass das nicht die biologische Wertigkeit ist. Also, eine höhere Wertigkeit als 104, die von Whey, gibt es nicht. Das heißt, Rindfleisch hat meiner Meinung nach, wenn ich es jetzt grob überschlage, 88 und das war's. Das kann auch ein Pulver nicht ändern. So, also, höherwertig als Whey, keine Chance. Als einzelne Quelle, keine Chance. Kombinationen gibt es, die sind höher in der biologischen Wertigkeit, bla bla bla, das wisst ihr. So, jetzt, bei Fleischprotein muss man mal aufpassen. Ihr kennt mit Sicherheit mein Video über flüssige Aminosäuren. Bei flüssigen Aminosäuren muss man ganz, ganz deutlich aufpassen, dass man nicht auf ein Produkt greift, das Proteinhydrolysat, Kollagenhydrolysat, Eiweißhydrolysat, also es gibt verschiedene Begriffe, unter der Hersteller das verstecken, die nur das als Quelle haben. Es sollte mindestens Whey-Protein-Hydrolysat mit enthalten sein, sonst ist die biologische Wertigkeit gleich 0. Gute Produkte, die so zwischen 26 und 35 Euro kosten, haben dann nur noch als einzige Quelle, als einzige Eiweißquelle Whey-Protein-Hydrolysat. Das ist in Ordnung, das ist ganz normal. Es Whey-Protein-Hydrolysat, das heißt, das passt. So, jetzt müssen wir aufpassen, wann wissen wir, wann Proteinhydrolysat enthalten ist, wann wir also Gelatine, wann wir Schlachtabfälle haben. Es kursiert so das ein oder andere Video, das leider nicht korrekt ist, dass alle flüssigen Aminosäureprodukte so sind. 95% davon sind tatsächlich Kundenverarsche, aber es gibt noch einen kleinen Anteil von 5%, der tatsächlich gute Produkte hat. Wie erkenne ich das? Erstens, wie gesagt, Proteinhydrolysat, diese Begriffe stehen hinten nicht drauf. Und wir haben zwei Aminosäuren, sind zusätzlich bei Fleischproteinen, bei Schlachtabfallproteinen enthalten. Und das ist Hydroxylysin und Hydroxyprolin. Beides sind Aminosäuren, die dürfen nicht enthalten sein. Solange diese beiden nicht enthalten sind, habt ihr ein reines Produkt in der Hand. Wie gesagt, hier seht ihr die Videos über Aminosäuren. Diese sind nicht nötig, das weiß man nach dem heutigen Stand. Die sind nicht für jemanden nötig, der ganz normal seine Eiweißzufuhr decken kann, mit einem Eiweißshake zum Beispiel oder auch mit Lebensmitteln ganz normal. Aber Aminosäuren sind zwischen 2, 3, 4 und 8 Mal so teuer als Whey-Protein selbst, enthält aber genau das Gleiche. Bitte die Videos angucken, dann wisst ihr. Worauf will ich hinaus? Rindfleischprotein, und ich habe da als einziges Carnivore im Kopf, ein Muscle-Mets, deswegen steht es auch in der Überschrift. Rindfleischprotein ist wahrscheinlich auch Gelatine, also auch Rindfleischprotein-Hydrolysat, dann eben Schlachtabfall, nicht aus Schwein, sondern aus Rind, fertig aus. Aber ich habe noch kein Aminosäureprofil von Carnivore gefunden. Wenn das jemand hat, wenn es auf der Box hinten drauf ist, bitte mir schicken, dass ich mir das anschauen kann. Denn ich habe den Verdacht, sagen wir es mal so, ich habe den Verdacht, dass das auch Gelatine ist. Denn ich konnte kein Aminosäureprofil finden, egal wo ich gesucht habe, da ist kein Bild, kein gar nichts, bei dem Produkt selber ist nichts dabei. Also wenn eine Firma so einen Aufwand betreibt, sein Aminosäureprofil nicht preiszugeben, dann hat das meistens einen schlechten Grund, einen negativen Grund, und da deswegen ganz kurz als letzter Satz, als abschließender Satz noch: Nein, ich kann es nicht empfehlen, bitte Finger davon lassen, denn die Wahrscheinlichkeit ist sehr, 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 sehr hoch. Zu 99% würde ich sogar sagen, so hoch würde ich sogar persönlich gehen, dass es sich hier auch um Rindfleisch, Schlachtabfälle
handelt. Das heißt, biologische Wertigkeit 0. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Bitte die Finger weglassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao. Euer Michael.